Ja. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Haha, ich werde immer besser bei dem Titel. Ich habe mich mal hier runter gebeamt in Sudelia-Dorf, oder wie das heißt. Und guck mal hier. Da ist einer, der will irgendwie was von uns. Ganz weiß, weich und kalt. So soll Schnee angeblich sein. Link hat mir das beigebracht. Auf dem Hebraberg im Norden von Hyrule soll es so unglaublich kalt sein, dass es dort ganz, ganz viel von diesem Schnee gibt. Weiß, weich, kalt. Aber so richtig kann ich ihn mir trotzdem nicht vorstellen. Ich würde so gern mal Schnee in echt sehen. Aber der Hebraberg ist so weit weg, da werde ich wohl warten müssen, bis ich größer bin. Tja. Okay. Jetzt habe ich natürlich... sorry. Ich habe jetzt natürlich nicht geguckt, was der mir sagt. Darüber? Ich muss Schnee dem irgendwie bringen. Hier, warte mal. Dem Boris, da war ich auch noch nicht. So. Des Weiteren... Geld. Will ich ja eigentlich ganz woanders hin. Und zwar in die Oase. Ich will ja dieses blöde Minispiel eigentlich fertig machen. Oh Mann, das habe ich ja komplett vergessen. Ja, komm. Miau. Muss man jetzt mal gucken, ob wir das denn jetzt hinkriegen. Ich habe mir ein bisschen Geld geholt, deshalb war ich im Sudelia-Dorf. Da habe ich mir ein goldenes Ei eingetauscht. Das hat 150 Geld gebracht. Das heißt, ich kann jetzt 15 Mal dieses Minispiel spielen. Da habe ich ja mal richtig Bock drauf. Auf 15 Mal Minispiel. Ja, ich will teilnehmen und ich will ultimative Samen. Jo, und ich will 10 Rubine zahlen und ich will, dass du mich jetzt in Ruhe lässt und ich das Spiel beginnen kann. So, guck mal. Aha, ich hab's endlich. Findest du an Arbeit hier, echt jetzt? Boah, ey. Reife Leistung, sagt sie. Du selbst bei diesen Samen eine dermaßen fürstliche Ente einfährst, nicht zu fassen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Um mich erkenntlich zu zeigen, möchte ich dir ein spezielles Gewand schenken. Damit kannst du noch leichter Pirouetten drehen. Du hast das Tanzgewand erhalten. Farbenfrohes Gewand aus Gerudo-Region. Erhöht die Reichweite der Pirouette. Okay. Einige der Rüstmangos, die du geerntet hast, darfst du gerne auch noch mitnehmen. Ja, her mit Kermit. 8-mal Rüstmango erhalten. Was für eine Ausbeute. Bei solchen Ergebnissen müssen wir uns wirklich keine Sorgen mehr über zukünftige Engpässe machen. Ich werde unverzüglich alle bisherigen Daten zusammentragen und Königin Sera davon... Oh, Moment mal. Es wird womöglich niemand anders in der Lage sein, diese Art Mangos zu ernten. Ah, Verzeihung, aber mir ist da ein unliebsamer Gedanke gekommen. Dein einzigartiges Geschick beim Ernten der Mangos hat mich dermaßen mitgerissen, dass ich einen gravierenden Fehler übersehen habe. Damit sie wirklich etwas taugen, sollte jeder in der Lage sein, diese Mangos zu ernten. Muss sie also um einiges sicherer machen. Das ändert jedoch nichts daran, dass ich dir für deine hervorragende Arbeit unendlich dankbar bin. Die bisherigen Daten sind von großem Wert. Schau gerne wieder vorbei, wann immer der Sinn danach steht. Ist hier herzlich willkommen. So, jetzt, ihr Leutskis, ich brauche einmal das Katzenkostüm, damit ich mit der Katze hier reden kann. Die Früchte, die hier im Keller angebaut werden, machen uns Katzen böse Bauchschmerzen. Ganz schön egoistisch von den Zweibeinern, sowas anzubauen. Ja, aber echt, hey. So, zur Seite gehustet. Oh, warte. Gleich mal das neue Kostüm ausprobieren. Cool. Oh ja, guck mal, der Radius ist viel größer. So, wir machen heute weiter mit Nebenquests. Aber zuerst mal müssen wir noch ein bisschen was mixen. Mix, Rüstmango und Rüstmango. Sollte auf jeden Fall funktionieren. Ja. Überspringen kann ich mit Plus. Guck mal, wieso sagt mir das keiner? Was gibt's? Rüstungssmoothie. Ja, danke. Der reichhaltige Fruchtfleischanteil sorgt für ein volles Aroma. So. Dann nehmen wir noch das da und ein Ei. Also, mal gucken. Also, ich kann ja wieder überspringen. Sorry, das gibt ein bisschen Schnelles. Das sieht doch genauso aus. Das ist ein goldener Rüstungssmoothie. Okay. 15, 16, 17, 18, 19, 20 Herzen und 5 Minuten weniger Schalen. Irgendwas mit Umami. Ich habe es natürlich nicht gelesen. Haben wir schon das da mit dem da?
Also das Einfachste ist, glaube ich, wirklich immer zweimal dasselbe machen. Das gibt auf jeden Fall immer einen Smoothie. So, was haben wir denn für feines Gebräu? Sieht voll lecker aus. Agil-Smoothie. Schneller schwimmen. Wir machen das jetzt so lange, bis mir nichts mehr einfällt. Den da mit dem da habe ich schon. Guck mal hier, mach mal. So, meinst du, ob das was wird? So. Ja, es wird noch ein Agil-Smoothie. Ist der genauso lange? 1 Minute? Nein. Nicht trinken. Beenden. Sorry, da müsst ihr jetzt da durch. Ihr könnt ja hier fleißig mitschreiben. Guck mal hier, Apfel mit Apfel haben wir noch nicht. Also das Einfachste ist wirklich zweimal selbe Zutat und gib ihm. Apfelsmoothie. Was macht der? Blitzschutz und 2 Herzen. Das ist jetzt nicht so viel. Haben wir das da mit dem da schon? Ja, haben wir schon. Und das da mit Milch. Milch und Milch gibt einen Milch-Milch-Cocktail. Wer kennt ihn nicht? Der gute Milch-Milch-Cocktail. Milch-Smoothie. Also Smoothie-Cocktail ist doch dasselbe. So. Ja, komm, wir machen ja jetzt noch. Komm, der da mit dem da haben wir schon. Der da mit dem da haben wir noch nicht. Zack, her mit. Falls ihr euch übrigens fragt, wo habe ich denn die ganzen, die ganzen Zutaten her? Die habe ich durch Amiibos gekriegt. Oh, Kälteschutz, das ist natürlich schön. So, guck mal hier eine Kartoffel, Felskartoffel. Noch eine Felskartoffel. Die habe ich durch Amiibos gekriegt, nämlich als man Amiibos draufstellt. Wenn es da jetzt nichts Besonderes gibt, dann zeige ich das mit den Amiibos auch nicht, weil ist jetzt auch nicht so nötig. Schneller klettern für 1 Minute, okay. So, Salz mit Salz. Das gibt ein salziger Smoothie. Behaupte ich jetzt mal einfach so. Nee, das gibt ein verunfallter Smoothie. Hey, aber er füllt ein bisschen Energie auf. So, was haben wir sonst noch? Butter und Butter. Ja, warum nicht? Mein Vater hat mal ein Pfund Butter gefressen, weil er Hunger hatte. Leuchtsmoothie. Was macht der? Leuchten. 1 Minute, intensive Cremigkeit, strahlt schwaches Licht. Kann man da im Dunkeln sehen oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Der da mit dem da haben wir auch noch nicht. Sorry, da müsst ihr jetzt da durch. Wir haben es ja bald, Ja, ich überspringe ja schon wie ein großer. Guck. Spiralsmoothie. Ja, was macht der? Macht Herzen und irgendwas Aufziehzeugs. Das Aufziehzeugs wird übrigens noch wichtig. Weil... So, okay, Monsterteil. Mit Monsterteil wird nochmal interessant, ob das nicht einfach nur... Dachte ich mir, das gibt einfach nur Matschepampe. Zeig ich mal her. Haben wir sonst noch irgendwas? Ein Ei mit einem Ei? Ist eine saudumme Idee. Eier sind voll wertvoll. Zu spät. Für die Wissenschaft. Oh. Ein goldener Smoothie. Zeig ich mal her. 15, 20. Einfach nur 20 Umami-Bombe. Was ist Umami nochmal für eine Geschmacksrichtung? Habe ich schon vergessen. So, guck mal, das haben wir schon. So, das reicht jetzt auch. Komm, ist jetzt auch wieder gut hier. So. Wir wollten da oben auf jeden Fall hin. Aber wie komme ich denn da hin? Ich habe da keine Markierung in der Nähe. Da waren wir ja gestern. Da habe ich mich mal einfach hier, von hier bis hier, das einfach mal gespart. Und hab direkt mich hochgebeamt. Da kommt man hin von hier aus. Haben wir noch... Komm, wir beamen uns einfach dahin und dann... Sorry, dann sehen wir mal, wie weit wir kommen. Ich muss mal husten. Dann sehen wir, wie weit wir kommen. Also, das ist Boris. Boah, das ist ja wirklich cool. Guck mal, wie groß meine Reichweite ist. Oh, das ist eigentlich recht cool. Warum ist eigentlich die Musik so laut gerade? Moment. Hä? Da ist ein Stempelding, das ich noch nicht bestempelt habe, oder was? Tatsächlich, das habe ich noch nicht. Das ist ja mal seltsam. Wo bin ich denn hier eigentlich? Was ist das da? Muss ich da irgendwo hin oder so? Warum war ich denn da noch nie? Machen wir das nächste Mal. Ich wollte ja einfach nur... Guck mal her, wir machen hier die Abkürzung. Ich wollte ja einfach nur eine Abkürzung darüber. So, danke, danke. Ich will ja gar nicht da auf dem Berg direkt. Ich will ja einfach nur zu Boris.
Und ich glaube... Ja, ich bin noch auf dem richtigen Weg zu Boris. Was ist denn hier los? Lauter Monsters. Moment. Da drüben gibt's irgendwie noch was. So, den Dicken da haben wir schon mal. Der hat ein bisschen, der haut ein bisschen rein. Schwertmoblin Level 2. So, ach so, das ist der da, nur mit besser. Okay, alles klar. Wie kommt denn der da raus? Moment. Also das geht ja gar nicht. Da brauchen wir unseren Bumerang-Moblin. Nehmen wir den da, oder? Ne, wir nehmen einfach den da. Ganz oft. So, guck. Ja, das haben wir jetzt halt freigespielt, aber wir haben ja da jetzt da noch einen Gegner. Aber da sollen sich... Ah ja, guck. Da sollen sich unsere anderen Leute drum kümmern. Ich muss gucken. Ja, komm, danke, danke, es ist gut. Ich brauche euch nimmer, aber danke, dass ihr da wart. Trampolin. Doingi, doingi. Was haben wir denn Feines? Ah ja, so. Monsterstein. Ich weiß da ehrlich gesagt immer noch nicht, was wir damit machen sollen, aber egal. Ich glaube, hier könnten wir richtig sein. Aha. Das haben wir alles schon. Also die Gegner. Die Gegner haben wir schon. Ah ja, hier ist Boris. Und ich habe hier einen Vogel im Schlepptau. Egal. Ja. Lass den Vogel mal Vogel sein. Ich gehe mal da rein. Oh, das reimt sich. Was sich reimt, ist gut. Gucke hier. Der Boris. Ohohoho. Da bist du ja. Ich hatte mich schon gefragt, wann du dich blicken lässt. Willkommen in meinem Geheimlabor. Dann hau ich doch erstmal die ausgemachte Belohnung raus, bevor ich dich mit anderen Sachen vollblabber. Bitteschön. Spiralkürbis. Dankeschön. Und nun zu mir. Hier widme ich mich von früh bis spät der Konstruktion meiner Automaten. Machst du ein Gesicht, als hätte ich nur Kauderwelsch gesprochen. Nehme an, du kannst dir darunter nichts vorstellen, was? Dann hoffe ich, du hast Zeit für einen kleinen Vortrag. Hat er gesagt. Was sind Automaten? Kleine Kunstwerke, Nachbildungen verschiedener Dinge und Monster aus aller Welt. Und diesen Konstrukten hauche ich dann Leben ein. Man kann diese bombastischen Schöpfungen sogar im Kampf gegen Monster einsetzen. Dazu braucht es allerdings eine ordentliche Portion Geschick, sonst werden sie zu einer tödlichen Gefahr für den Benutzer. Für dich sollte das jedoch kein Problem sein. Hoffe ich zumindest. Dann mal in die Hände gespuckt. Ich kann es kaum erwarten, ein paar Automaten für dich zu bauen. Zumindest in der Theorie. In der Praxis stecke ich leider in einer Schaffenskrise. Mit einem Bummel durch die Botanik wollte ich meine kreativen Energien wecken. Da fällt mich auch noch wie aus dem Nichts diese Pekra an. Ideen habe ich zuhauf, aber sie sind alle eher vage. Zum Beispiel habe ich einen Automaten, der Gravum in den Himmel hochfliegt oder so. Ich bräuchte konkretes Anschauungsmaterial, um tatsächlich neue Automaten zu konstruieren. Ja, ich suche dir was. Ja, okay. Als Grundlage für meinen nächsten Automaten bräuchte ich mal überlegen. Eins von diesen wild herumhüpfenden Viechern mit den großen Augen. Doch damit ist nicht getan. Für meinen nächsten Automaten brauche ich ein Vorbild, das sich im Flug raketenartig vorwärts katapultiert. Wenn ich ein Viech studieren könnte, das Feuer aus seinem Hinterteil ausstößt, das ist jetzt, aber das sind mehrere, oder? Und sich so vorwärts katapultiert, wäre das hilfreich. Wenn du irgendwas auftreibst, das zu meiner Beschreibung passt, dann stellst doch bitte auf die olle Plattform da. Ich brauche nur eine Vorlage, die meine grauen Zellen in Schwung bringt, dann kloppe ich dir einen bombenstarken Automaten zusammen. Viel Erfolg bei der Suche. Das Vorwärtskatapultieren ist einfach nur der Vogel, oder? Also der normale Vogel. Der umkreist nicht. Der da. Obwohl. Kreist. Der da stützt, glaube ich, einfach nur vorwärts. Hallo? Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Oder ist das okay? Ja?
Okay, das scheint wild herumhüpfende Viecher mit großen Augen. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Dann gebt mal eben mal einfach einen Blob, oder? Oder soll ich mal den probieren? Was ist denn das da eigentlich? Katapultiert sich schnell vorwärts, kann aber schlecht bremsen. Es könnte halt hier alles sein, weißt du? Wollen wir mal den probieren? Okay, der war es nicht. Ich probiere mal den da. War es auch nicht. Ich hoffe, dass das so funktioniert, ne? Nicht, dass ich dem da die geilsten Sachen hinballer und das ist mir... Ah ja. Oh, das ist ja ein Ding. Jetzt bin ich gespannt, was das ist. Hat selbst der Fachmann was zu lernen. Oh ja, genauso habe ich mir das vorgestellt. Du hast das perfekte Anschauungsmaterial gefunden. Aber bis zum fertigen Produkt fehlt noch ein weiterer Schritt. Nicht mehr viel, dann wirst du einen eigenen bombastischen Automaten dann eigen nennen. Nur weiter so. So, dann mach mal. Wie jetzt? Was muss ich denn noch machen? Ein wild herumhüpfendes Monster mit großem Auge. Oder großen Augen. Das können doch eigentlich nur die Blobs sein, oder? Die grüne, einfach ein grüner Blob, der hat große Augen und so. Ne. Scheint es nicht zu sein. Wild herumhüpfend. Na, da hüpft nichts da oben. Mit großen Augen. Das hüpft aber nicht, oder? Hüpft das Ding rum? Guck mal, ich kann da mehrere drauf machen. Junge. Wild herumhüpft. Ah, das da. Ah, stimmt, das hat auch... Moment, hat er gesagt, ein großes Auge oder mehrere? Ah, das scheint es gewesen zu sein. So. Anschauungsmaterial. Ah, ja, da kommt sie, die Muse. Und sie gibt mir einen dicken Schmatzer. Boah. Baut er jetzt endlich was, oder wie? Aha, jetzt baut er was. Fehlt noch schickes Metallchassis. So, was ist jetzt los? Warum hat denn das erste nicht funktioniert? Potentes Triebwerk, alles klar. Was macht er denn jetzt? Und dann? Ja, was dann? Hohoho, mein Automat lebt und nicht nur das, er ist bombastisch. Ich taufe ihn Arachnokete und übergebe ihn in deine treuen Hände. Ja, okay. Arachnokete. Okay, und zwar so explosionsartig, dass alle Monster in der Umgebung einfach weggeblasen werden. Mit diesem Automaten hast du auf deinen Reisen einen treuen Freund und Wegbegleiter dabei. Ach ja, das hier kriegst du auch noch. Was krieg ich? Aufziehschlüssel, okay. Ohne Schlüssel ist letzter der schönste Automat nur ein lebloser Haufen Metall. Er ist unersetzlich, also hüte ihn wieder ein eigenes Leben. Einzelstücke, die der Erfinder Boris konstruiert. Ach, Automaten. Wenn sie kaputt gehen, kannst du sie bei ihm reparieren lassen. Halte links gedrückt und wähle mit rechts den gewünschten Automat. Drück dann Y, um ihn vor dir erscheinen zu lassen und halte Y gedrückt, um ihn aufzuziehen. Sobald du den Knopf loslässt, wird der Automat aktiv. So, okay, alles klar. Falls du im Automaten was zustößt, bring ihn flugs zu mir zurück. Du wirst zwar ein paar Rubine dafür locker machen müssen, aber keine Sorge, ich hauche ihm schon neues Leben ein. Meine Automatenideen kritzle ich alle in diesen Notizblock rein. Lass die Glubscher ruhig mal drüber schweifen, falls sich irgendwas anspricht. Ich will es gern für dich bauen. Okay, Notizblock. So, großes Gravumfest. Konzept. Mit diesem Automaten hat man seine persönliche Salutkanone immer dabei. Neugierig auf meine Automaten. Ja, das würde ein echt bombastischer Automat werden, kein Zweifel. Allerdings, ganz ausgereift ist die Idee noch nicht. Du müsstest mir unter die Arme greifen. Als Grundlage für meinen nächsten Automaten brauche ich, mal überlegen, etwas, das Geschosse spuckt, wäre eine schöne Vorlage. Doch damit ist es noch nicht getan. Damit der Automat so richtig bombastisch wird, braucht es schon noch etwas mehr. Ein fröhlich aufsteigendes Feuerwerk müsste ich als Referenz noch haben. Ach so, der braucht immer 2 Monster, um dann irgendwas zu bauen. Ach so. Vielleicht erweist sich ja dieser namhafte Feuerwerker als nützlich, der auf dem Vulkan Eldin haust. Ich habe alles im Notizblock notiert, guck bei Bedarf doch nach. Ja, okay. Also jetzt pass auf. Zuallererst mal, ja. Den hatte ich doch da eben. Der da spuckt was. Der meint bestimmt das, oder? Ja, meint er. Ja, okay. Perfekte Anschauungsmaterial, fertigen Produkt, fehlt noch ein weiterer Schritt. So, also 1 von 2. Da braucht er noch ein Feuerwerk oder so dazu. Ich guck mal kurz, wo war das?
Sodeliadov. Ach ja, der will Schnee sehen und Saft und Kraft. 20 Smoothie-Rezepte. Ich habe keine Ahnung, wie viel das wir haben. Ja, das ist schon klar. Und die Risse in den göttlichen Gefilden. Ja, bla bla. Okay. Also wir haben jetzt das Pferd. Wir waren hier bei Boris. Ich muss mal diese Dinger da jetzt ausprobieren, ne, wenn ich schon mal hier bin. So, pass auf. Eine Rakete. Oh! Macht er mich auch kaputt? Nee, gut. Das ist okay. Also der macht halt so ein bisschen Flächenschaden, alles klar. Kann ich noch wieder wegzaubern? Nee. Achso, aufnehmen kann man ihn mit... Ah ja, okay, alles klar. Moment. Hier. Ah, ich muss ihn aufziehen. Oh, das wird eng. Ah, so. Ja, ist schon in Ordnung, aber... Hey, warte mal. Sehe ich eben erst. Sehe ich das richtig? Ah ja. Der braucht gar keine Energiegedönse da. Ja, das ist mal sehr praktisch. Okay, alles klar. Jetzt gucken wir mal, wo wir gerade sind auf der Karte. Wir sind in der Nähe vom Hebraberg. Und den habe ich ja schon freigeschaltet. Also würde ich mal sagen, beamen wir uns einfach hin, oder? So, also auf den Berg selbst. Ich weiß, in der letzten Folge, falls ihr es nicht gesehen habt, ich hätte eigentlich, also hätte der Entwickler gerne gehabt, dass du, Entschuldigung, unten in den Berg reingehst und dann hier oben rauskommst. Ich habe mir halt einfach eine Spinne genommen und bin hier einfach hochgelatscht. Fertig. Hat ein bisschen gedauert, aber hat genauso gut funktioniert. So. Moment. Wir müssen den da mit Feuer wahrscheinlich. Der schmilzt schon. Ja, das geht einfach. So. Und, ups, komm her. So. Schneeschlacks. Lebendig gewordener Schneemann. Hauptteil ist der Kopf. Verlorene Schneekugel kann er erneuern. Okay. Schneeschlacks. Ja, dann ist er gut. Okay, die sind sehr... Geh mal weg. Die sind sehr einfach platt zu kriegen. Du machst einfach hier einen Haufen Feuerdinger hin und dann schmelzen die. Da, guck. So, Moment. Ich muss mal schnell da hoch. Ey, jetzt nicht mir die Trampoline kaputt machen. Das finde ich nicht gut. Oh. Komm mal her. So. Ich brauche mal schnell die Spinne. Die gelbe. Naja, so. Mehr oder weniger gelb. Ich muss nämlich da hoch. Weiter. Danke. Weil hier gibt's einen Stempel. Yeah. Stempelstation. Kriege ich die Stempel? Was ist denn hier los? Du zitterst ja, Zelda. Alles in Ordnung? Der Schnee wird immer dichter und es weht ein harscher Wind. Ich mache mir Sorgen, dass du einfrierst. Kannst du nicht irgendein Echo erschaffen, dass dich etwas wärmt? Natürlich kann ich. Nicht die Spinne. Das ist dumm. Ah, guck. Ah ja, okay. Kann ich das auch einfach tragen? Ja. Oh, guck mal hier, neu. Komm mal runter. Ah, nicht gut. Ey, sag mal. Ja, jetzt habe ich dich. So, Moment. Ein Eisflederbeißer. Ja. Okay, lässt halt Leute gefrieren. Alles klar. Da vorne ist wieder so einer. Voll der Angriff gerade hier. So, ja, ich brauche wieder so einen. Was liegt denn da? Hm. Was ist das für ein Geräusch? Ja, da liegt doch ein... Guck mal. Högrü. Was ist das für ein lustiges Vieh? Ja, was könnte das sein? Ich weiß nicht, aber weg ist einfach mal nicht.
War das auch ansprechen? Also Feuer scheint ihm schon mal nichts auszumachen irgendwie. Irgendwas, was laut trötet. Also jetzt naja, ein bisschen Octorok draufballern lassen. Fliegt eine Mücke. Ja, hallo Octorok? Ach, guck mal. Oh! Ah, ich dachte eben, der brennt gerade. Okay, der ist halt einfach wach. So, ja, lass mich doch mal vorbei. Ich bin doch hier. Gras abgefackelt, auch nicht schlecht. So, Spiralkürbis gekriegt. Hier kann ich mich wieder aufwärmen. Ich muss mal mich hier ein bisschen umgucken. Also von da hinten komme ich, ne? Da oben ist halt Tagebuch öffnen. So eine Art Heulen. Irgendwas scheint sich in meiner Nähe zu befinden. Ja, das ist dieses Monster da. Aber ich weiß ja gar nicht, was es macht. Ich tue mal ein bisschen weiter erforschen hier. Achso. Okay, hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Nee. Au! Echt jetzt? Guck mal, hier sind wir doch irgendwo. Was ist denn das da oben? Keine Ahnung, ich werde es gleich erfahren. Ich hoffe, dass es brennt. So, was haben wir hier? Ein Leber. Das ist ein Hebel. Dieses Monster hält sich meist unterirdisch auf. Wenn sich Beute nähert, greift es wild rotierend an. Okay. Oh, das finde ich nicht gut. So. Also um ehrlich zu sein, ich weiß hier gar nicht, wo ich gerade hinschlapp. Ich guck mal einfach. Ich glaube, hier ist der andere Teil der Brücke, genau. Ich laufe jetzt einfach mal weiter. Genau sowas. Sowas in der Richtung habe ich gesucht. So, siehst du? Okay, ich bin zumindest irgendwo. Ich mache das wahrscheinlich hier wieder komplett falsch. Oh, da ist irgendwas. Guck mal, hier sieht es aber lustig aus. Hey! Wer seid denn ihr? Hä? Ach, da ist er! Du hast doch da unten gelegen. Der Konde. Es hat schon lange niemand mehr Kondes zu Hause besucht. Ein Wicht und ein Wichtel. Oh, du kannst mich sehen? Ja klar. Sag mal, Wicht und Wichtel. Ist euch nicht kalt so ganz ohne Fell? Ja, schon irgendwie. Bei so einem Schneesturm könntet ihr erfrieren. Wisst ihr das nicht? Deshalb haben wir doch Lichtel dabei. Kommt, in Kondes zu Hause seid ihr willkommen. Da wird euch wärmer. Also irgendwie will ich da nur reingehen, wenn ich ein Lichtschwert dabei habe. Aber auf der anderen Seite. Vor allen Dingen, ich renne hier mit Wüstenklamotten rum. Das ist ja noch mal krasser wie mit dem Kleid oder sowas. So, hereinspaziert, Wicht und Wichtel. Nun müsst ihr nicht erfrieren. Bei Konde ist es warm. Wir heißen übrigens gar nicht Wicht und Wichtel. Ich bin Tri und das hier ist Zelda. Zelda und Tri. Okay, wird Konde sich merken. Also dann, Zelda und Tri. Bis der Schnee nachlässt, könnt ihr euch hier wie zu Hause fühlen. Ach ja, Konde hat sich ja auch noch nicht vorgestellt. Konde heißt Konde. Ach, ich dachte, du wärst John Bombadil. Okay. Und Konde hat seit Ewigkeiten keine anderen Leute getroffen. Ist irgendwie schön. Aber warum seid ihr eigentlich auf den Berg gestiegen? Bla 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 bla. 3 Göttinnen, Risse schließen? Klingt kompliziert. Wir wollen auf die heilige Ranell-Spitze. Weißt du zufällig, wie man dorthin kommt?
Ranellspitze, Ranellspitze. Das hat Conte schon mal gehört. Ach ja, Brudi hat davon gesprochen. Das Brudi ist auch da? Brudi? Brudi ist der große Bruder von Conte. Der ist ein ganz toller Abenteurer. Er fliegt mit seinem Heißluftballon überall hin. Und sein nächstes Ziel sollte die heilige Ranellspitze sein. Ja, jetzt erinnert Conte sich wieder genau. Vom Gipfel des Hebrabergs wollte Brudi zur heiligen Ranellspitze aufbrechen. Nachdem Brudi auf Reisen gegangen ist, haben Conte und Papa allein das Haus gehütet. Conte hofft, das Abenteuer von Zelda und Tree verläuft auch gut. Wie es scheint, wird es noch eine Weile weiterschneiden. Solange könnt ihr es euch gerne hier bei Conte gemütlich machen. Wir können uns hier ausruhen? Das kommt uns schon sehr gelegen, nicht wahr, Zelda? Ja, schon irgendwie. Warte. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Kann ich hier irgendwie... Oh, guck mal. Das ist die Conte-Familie. Conte. Und da links, nicht im Bild, sind noch ein paar andere Conte. Hahaha. Spitzenwitz. Das hat Conte gemalt. Oh, das ist schlecht. Die Wände. Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. So. Brudi hat Conte beigebracht, wie man Felsen zerhaut und Farbe draus macht. Das und noch vieles andere hat Conte von ihm gelernt. Conte liebt seine Familie. Conte ist der Kleine, oder wie? Conte hat auf dem Berg mal Brudi von hinten gesehen. Conte war ganz froh und hat ihn gerufen, aber Brudi ist einfach weggegangen. Conte ist hinter ihm hergerannt, so schnell er konnte. Conte hat den ganzen Berg abgesucht, aber Brudi nirgendwo gefunden. Dann ist Conte erschöpft im Schnee eingeschlafen. Ach, deshalb hat er da gelegen. Wann kommt Brudi wohl endlich zurück? Interessant. Ja, vielleicht war es ja ein Doppelgänger. Was gibt's hier? Contes Patrouillenbuch. Ja. Wetter, klar. Sonst alles wie gestern. Wetter, Schnee. Sonst alles wie gestern. Wetter, Schneesturm. Sonst alles wie gestern. Und so in der Art geht's immer weiter. Oh, warte mal, da am Pfosten ist auch irgendwie... Kann ich da auch drauf? So, lass mal noch ein bisschen quatschen. Ruht euch besser aus, bis der Schneesturm aufhört. Wenn es euch langweilig ist, seht euch ruhig mal alles hier in Contes Haus an. Also... Auf dem Tisch hüpfen sollte man, glaube ich, nicht. Oh, das ist eine große Keule. Oh, warte mal ansehen. Das sind Werkzeuge zum Reinemachen. Die braucht Conte, um den Berg sauber zu halten. Früher hat Conte immer mit Papa zusammen Reine gemacht. Deshalb sind da auch die Sachen von Papa dabei. Aha. Oha. Oh. Der Schneesturm hat aufgehört. Wenn man nicht allein ist, vergeht die Zeit wie im Flug. Jetzt kann man wieder raus. Conte geht auch raus zum Reinemachen. Zelda und Tree, ihr wollt ja zur heiligen Ranellspitze, nicht wahr? Dann solltet ihr erst zum Gipfel dieses Bergs gehen. Von dort ist Brudi auch aufgebrochen. Wow. Okay. Er hat ja gesagt, wir sollen uns hier ausruhen. Dann ruhen wir uns erstmal ein bisschen aus hier. Zack. Mal eine Runde schnorcheln. Ja, ich glaube, reicht auch schon, oder? Zack. Ist das Bett überhaupt? So. Dann würde ich mal sagen, gucke mal hier. War das heute ein flottes oder was? Ja, war es. Wir machen morgen weiter. Dann machen wir uns dann Weg auf den Berg zum Spitze. Dann machen wir uns auf den Weg zur Spitze des Berges, so irgendwie. Ja, okay, alles klar. Bis morgen. Tschö. Conte.